An der Antwort op eng parlamentarisch Pro vum honorablen Deputéte Mark Görgen hunn den Innenminister Leo Gloden an den Minister fir Umwelt, Klima a Biodiversitéit Herr Spilmes geschriwen, dats d'Afféierung vun eng méigsche Gratisvolumen und Trinkwasser bis Lohner net Niveau vun der Regierung thematiséiert giwer. Gleichzeitig gëtt an der selchte Antwort och gesot, dats laut Artikel 12 vum Wassergesetz vom 19. Dezember 2008 de Wasserpreis op Basis vum Kastendeckungsprinzip berechen mis gin. An diesem Kontext will ich folgenden Fragen den Herrn Innenminister stellen. Bleibt die Regierung für ihre Vielgängerin auch dabei, dass die Fixation von einem bestimmten Gratisvolumen und Trinkwasser verstößt zu den Artikeln 12 bis 14 vom Wassergesetz und zu den Prinzipien vom Utilisateur Payeur und Pollueur Payeur durchstellt? Und zweitens, gibt es aktuell Gemeinden, die ihre Bürger und Bürgerinnen so ein Gratisvolumen und Trinkwasser anbieten? Falls ja, wie gedenkt das Innenminister in dem Fall 40 Uhr? Merci am Fairness für die Antworten. Merci, Madame Morgenthaler. Dann als Wort Innenminister. Merci, Herr Präsident. Merci, Madame Deputéiert, für das Frohen. Ihr wisst, dass die Autonomie kommunal ein sakrosaint Prinzip ist, das an der Verfassung steht, den aber auch eine Reihe Limiten haben, wenn die klar enkadriert sind an einem Gesetz. Und beim Wasser sind wir eben also in einem Fall, wo der Gesetzgeber am Gesetz vom 19. Dezember 2008 die Wasser vorgesehen hat, dass das Prinzip vom Utilisateur Payeur oder de Pollueur Payeur auf vom Prix Verité, wie es am Gesetz herrscht, muss umgesetzt gehen. Und dafür kann ihn aufgrund von den Dispositionen gut. Dafür aufgrund von verschiedenen Artikeln aus dem Gesetz ist es nicht möglich, einfach ein gratis Volumen zu geben. Das ist nicht legal. Es ist auch kein Fall von einer Gemeinde bekannt, die einfach ein gratis Volumen von Wasser Leuten zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite können die Gemeinden natürlich über soziale Mesuren denen Leute, denen es nicht so gut geht, können Hilfen zukommen lassen, zum Beispiel über die Allokation de Vicher, wie das auch zum Beispiel beim Aufverlass, da sind eine ganze Reihe Gemeinden, die haben die sogenannten Pampers-Tax, wo sie den Leuten dann entgegenkommen, Familien, weil eben ja auch auf die Kilo gewiegt, dass die Leute keinen zu großen monetären Notdeel haben. Wie gesagt, nach einkehr, das ist nicht bekannt, dass den Gemengen freie, also gratis Volumen für Wasser zur Verfügung stellen. Merci.